Kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Heute möchte ich ein bisschen davon erzählen, was es für ein schönes Gefühl ist, wenn man mutig ist. Wie viel Freude das es macht, wenn man etwas probiert, was man noch nie gemacht hat. Zum allerersten Mal. Also, dann mach dir doch jetzt so bequem, wie du nur kannst. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in deiner Nähe eine Türe siehst. Eine Türe mit dieser Türfalle. Drück jetzt die Türfalle ab und gang durch die Türe durch. Und schon bist du da, im schönsten Land, das es gibt, im Schlummerland. Flieg, flieg, tönt es durchs Schlummerland. Also natürlich nicht durchs ganze Schlummerland, weil das ist ja sehr, sehr gross. Gross ist es und grün, voller Pflanzen und Lebewesen, die friedlich nebeneinander und miteinander wohnen. Auch er, der hier gerufen wird, lebt im Schlummerland. Der Flick ist ein Munz, ein Wesen mit farbigen Haaren am Körper, so gross wie ein kleines Menschenkind. Die Munz, die im Schlummerland leben, sind alle miteinander befreundet, auch mit allen Pflanzen und Tieren. Häuser haben die Munz alle ganz unterschiedliche, weil auch die Munz alle ganz unterschiedlich sind. Jeder baut oder bastelt darum sein Haus genau so, wie er es will. Nur selten kommt es vor, dass ein Haus so kurios gebaut ist, dass es nicht richtig hebt und zusammenfällt. Dann lacht der Munz, der das Haus gebaut hat, und probiert etwas anderes aus. Der Flick wohnt in einer Kugel aus Pflanzen. Es ist eine Art ein kugelrundes Nest, das durch und durch aus Blättern und aus weichem, warmem Moos besteht. Die Kugel hat vorne ein Loch, wo der Flick in sein Pflanzenzimmer hineinkriechen kann. Das macht er fast jeden Abend, wenn er pfusen geht. Auch jetzt liegt er auf dem Rücken in seinem Nest und schaut rauf an die Decke, wo er neben Blättern auch ein paar Ästchen sieht. Und Blumen, farbige Blumen, wachsen an seiner runden Zimmerdecke und an der Wand. In allen Regenbogenfarben wachsen die Wände auf und verströmen den süßen, frischen Duft. Der schnauft der Flick ein. Ganz tief, sodass er ganz ausgefüllt wird von dem feinen Pflanzengeruch. Es ist ein Geruch nach Sonnenlicht, nach Wachsen, nach Leben. Er schnauft ein und aus. Flieg, flieg, tönt es wieder. Das mal ein bisschen näher vor seinem Pflanzenkugelzimmer. Der Flick schaut durch den Eingang raus ins Schlummerland. Da sieht er, wie jemand auf ihn zukommt. Es ist eine Freundin von ihm, die Fanian. Auch sie ist ein Munz und wie alle Munz hat auch sie ganz viele farbige Haare am Körper. Ihre sind gekräuselt, wie bei einem Schäfli. Auf dem Kopf sind die Haare bei der Fanian dunkelgrün, so dass man sie fast nicht sieht, wenn sie durchs grüne Schlummerland spaziert. Aber der Flick hat sie entdeckt. Sie hüpft mit kleinen Gumpischritten auf dem Flick seine Kugel zu. Die Haare an der Fania an ihrem Körper sind übrigens braun und sie hat so viel davon, dass sie ein bisschen aussieht wie ein Teddybär.
Aber sie ist ein Muns und kein Teddybär und sie hat heute ganz viel Lust, zu ihren Freund, den Flick, zu besuchen. Darum ruft sie nochmal seinen Namen. Flick, Flick. Der Flick ist ganz freudig und kräsmet aus seinem Zimmer raus. «Schön, dass du mich besuchen kommst», sagt er. Die Fanian lächelt verschmitzt und sagt, «Ich will dir eben etwas zeigen.» Der Flick schaut Fanian an. Seinen Kopf hebt er dabei ein bisschen schräg. Du musst wissen, der Flick und die Muns im Allgemeinen sind sehr neugierig. Zudem sind sie sehr gemütliche Wesen. Darum überlegt der Flick jetzt eben, ob er das, was Fanian ihm zeigen will, auch wirklich anschauen will. Oder ob er sie echt nicht lieber einlädt, um ein bisschen in sein Kugelzimmer zu liegen und ein Pfüsi mit ihm machen. Aber weil der Flick gern spaziert und die Fanian mit ihren grünen Augen freudig anfunkelt, sagt er, «Ich komme gern mit schauen, was du mir zeigen willst.» Und die beiden geben sich ihre pelzigen Hände und spazieren los. Der Boden unter ihnen ist weich und mit farbigen, raschelnden Blättern ausgelegt. Hand in Hand spazieren Fanian und der Flick durch ihr Land und staunen, wie schön dass sie es da haben. Sie können in einem Land wohnen, wo ihnen nichts passieren kann, wo alles sicher ist, bei Tag und bei Nacht. Jetzt, wo die Sonne im Schlummerland langsam untergeht und es Abend wird, zirpen es im Gras und die Bäume werden vom Wind fein hin und her bewegt. Auch Bienen und Käfer surren noch durch die Luft. Nach einer Weile zeigt Fanian mit ihrem Finger auf etwas. Es ist gross und farbig und sieht ziemlich weich aus. Wo sie näher an das etwas anlaufen, sieht der Flick, dass es ein riesiger, grosser Laubhaufen ist. Der Haufen ist viel, viel grösser als der Flick und Fanian und besteht aus vielen farbigen Blättern, die schimmern in allen Farben und Formen. Gelbe, braune, rote, grüne und sogar ein paar fast weisse Blätter sind darunter. Mit grossen Augen und offenem Maul steht der Flick vor dem grossen Blätterhaufen, wo der Wind da zusammengetragen hat. Der Haufen sieht weich aus und warm und er schmeckt fein nach Wald und nach Erde. Die Fanian drückt dem Flick seine Hand und lässt sie dann los. Ihre Augen strahlen und sie stellt sich mit dem Rücken zum Haufen an und schaut dem Flick tief in seine hellbraunen Augen. Und dann lässt sie sich hinter sich fallen, mitten in den grossen, farbigen Haufen hinein. Für einen Moment ist die Fanian ganz verschwunden, verschluckt von den Blättern. Der Flick macht grosse Augen. Hey ja, schliesslich ist seine Freundin vor seinen Augen vom einen Moment zum anderen einfach nicht mehr zu sehen gewesen. Nur einen kurzen Moment, schon taucht Fanian wieder auf und strahlt über das ganze Gesicht. «Probier's auch mal, Flick», sagt sie und stupset den Flick an. Einfach fallen lassen. Das ist er sich schon nicht so gewöhnt. Meistens liegt er ganz säuferli ab, stützt sich auf mit den Händen am Boden, rollt sich zusammen und streckt sich dann aus. Und jetzt einfach so nach hinten fallen lassen. Die Fanian taucht neben ihm auf und nimmt ihn an der Hand. «Mach die Augen zu», sagt sie. «Du weisst, dass dir nichts passieren kann, oder? Solange du auf dich hörst, kannst du im Fall auch Sachen machen, die du noch nie gemacht hast. Das macht nämlich sehr viel Spass und es ist wunderbar neu und aufregend.» Der Flick zögert immer noch ein bisschen.
Er hört in sich hinein auf die feine Stimme, wo immer weiss, was gut für ihn ist. Ja, denkt der Flick, heute bin ich mutig, auch wenn es ein bisschen Überwindung braucht. Mit der Fanian an der Hand kehrt er sich um, so dass er den Rücken zum Haufen hat und rausschaut in den Wald, wo in der Abendsonne grün funkelt. Die Blätter vom Haufen schmecken fein und weil die Sonne den ganzen Tag darauf geschonnen hat, sind sie trocken und aufgewärmt. Der Flick schnauft tief ein und aus. Die Fanian sagt, du musst gar nichts machen, ausser einfach dein Gewicht loslassen. Umkehren in die Weiche. Es ist, wie wenn du kurz schweben würdest. In ihrem Gesicht sieht der Flick, dass sie ganz freudig ist und glücklich. Ganz rote Bäckli hat sie und ihre Augen strahlen. Für die Muns, wo so gemütliche Wesen sind, ist in einen Haufen hineingefallen ein grosses Abenteuer und er sieht Fanian an, wie stolz sie auf sich ist. Der Flick spürt in sich, wie er Lust hat, selber auch das Abenteuer zu wagen, sich zu fallen lassen, einfach so, hinterschi ins Laub hinein. Und so drückt er der Fanian ihre Hand. Sie ist warm und weich und fällig, auch an der Innenseite. So sind die Mundshände nämlich. Sie sind überall haarig. Anders als bei uns Menschen. Und mit der Fanian an der Hand lässt er sein Gewicht los und schwebt. Und dann spürt er an seinem Rücken und über seinem Kopf eine weiche, warme Wolke aus Blättern. Sie ist um ihn herum, ganz und gar. Nur noch seine Füße schauen aus dem Laubhaufen raus. Es ist warm und wohlig und die Luft ist schwer und schmeckt nach Laub. Der Flick macht die Augen zu und schnauft ein und aus. Und immer noch spürt er der Fanian ihre warme Hand in seiner. Aufstehen muss er nicht. Er kann da so lange liegen, wie er will. Auch einschlafen kann er. Seine Beine, sein Rücken, seine Arme, alles liegt schwer und weich auf dem Laubbett. Seine Augen hat der Flick zu und auch auf seinen Augendeckel liegen ganz leicht ein paar Blättchen. Ein wohliges Gefühl breitet sich im Flick aus. Er ist stolz, dass er heute etwas gemacht hat, was er noch nie gemacht hat. Und ohne dass es jemand sieht, lächelt er in seinem Laubhaufen hinein. Um ihn herum ist es leislich, aber nicht still. Es ist, wie wenn der Haufen sich zusammen mit dem Flick bewegen würde. Er wird etwas grösser, wenn der Flick einschnauft und seinen Bauch rausstreckt. Und etwas kleiner, wenn der Flick ausschnauft und sein Bauch wieder gegen ihn geht. Vielleicht leben um ihn herum auch Tierli. Ein kleiner Dachs oder ein Fuchs vielleicht. Die Tierli sind auch still und freuen sich darauf, um da im warmen Haufen zu pfusen. Und das macht auch der Flick, der müde ist von seinem Abenteuer. Auch die Fanian neben ihm
dreht sich unter den Blättern mit dem Gesicht zu seiner Schulter und fängt an zu schlafen. Schön ist Fanian da. Schön hat sie mir den Haufen gezeigt, denkt der Flick, und schön habe ich heute ein Abenteuer erlebt. Kurz bevor er ganz in seinen Träumen ist, spürt er nochmal die Hand von der Freundin in seiner. Ihre Wärme, ihre Liebe. Und er ist glücklich, dass es sie gibt. Dass sie zusammen da sind, da liegen, da schlafen. Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Der Flick schlaft tief und fest. Unter ihm und über ihm ist alles weich und still. Nur ein ganzes feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus. Und ein